Van ons Herren Jezus Christus, de noemen die over alle noemen is. Als we daar in Gott fertig, wat we haben, ist dit ans te verzamelen. En besonders, ich denke mal an die Jahre, wat de fertig haben, Gott sein Wort fertig zu bringen. Das ist wirklich ein fertig, wenn das ein ernster Denk über ein wirklicher fertig, der wir haben. Ich will ans am Anfang wat Versen lesen, wat mir viel Mut bringt doen. Ich will reden von der Macht, Gott seine Kinder zu werden. Ich will lesen uit 1. Johannes, Kapitel 3, von Vers 1 bis Vers 6. Dat fängt es an und sagt, seit wo Gott der Futter uns ist. Ich will mir einmal sagen, wofür Leben der Futter für uns hat. Seit wo Gott der Futter uns ist, dort wie Gott seine Kinder genannt worden. Und wir sind dort wirklich. Der Welt kennt uns nicht, weil sie am nicht kennt. Liebe Freunde, wir sind nu all Gott seine Kinder. Dort ist aber noch nicht für den Tag gekommen, was wir nur her sein wollen. Wir weiten über, wenn er kommen wird, dann wollen wir so sein, als er ist. Und wir wollen arm so sein, als er ist. Und jeder, der seine Hoffnung auf Christus hat, wird sich reinigen, so als er auch rein ist. Wer sündigt, der arg will sündigen ist, sich verschulden gegen Gott seine Geboten. Wir weiten, dass Christus gekommen ist, die Sünden wegzunehmen. In Arm ist keine Sünde. Wer mit Christus verbunden ist, wird nicht in Sünden leben. Wer in Sünden lebt, hat am nicht geseinen und auch nicht gekannt. Also hier sind mehrere Dinge, die hier in diesen 6 Versen drin sind, aber besonders, was mir viel Freude geben wird, von den ersten paar Versen, wo das reden wird, von wer wir sind in Christus, dass wir Gott seine Kinder genannt wurden. In Johannes 1, Vers 12 sagt er, all die am abnehmen und an seinen Namen glauben, gäuf er der Macht, Gott seine Kinder zu werden. Das ist eine gute Macht zu haben und zu weiten. Gott seine Kinder zu werden. Und wollt ihr unterdenken an die, was sich angegeben haben zu Jesus Christus und sich bekehrt haben und am angenommen als persönlicher Heiland, wie gehören zu einer anderen Familie, wie gehören dann zu einer neuen Familie, Gott seine Familie. Ich dachte, als ich an dieser Botschaft reden deed, ich dachte an ein Lied, was wir für uns singen deed, am Anfang, als wir hier in der Kirche kommen deed, das Lied, das ging von Eierverse Stedt, das wir ein englisches Lied, aber das ging von Eierverse Stedt. Ihr wollt nicht vielleicht gemerkt haben, dass wir uns Schwestern und Brüder nahen tun in unserer Mad. Und warum ist das, dass wir gehören zu Gott seine Familie? In Gott seine Familie gehören wir alle einer den anderen, dann sagen wir Schwestern und Brüder. Vers 1 sagt, seit wo Gott der Futter uns ist, wofür Leib er uns hat, dort wir Gott seine Kinder genannt wurden. Und wir sind dort wirklich. Der Welt kennt uns nicht, weil sie am nicht kennt. Die Welt, die kann nicht das sein, die kann nicht sein, dass wir zu einer anderen Familie gehören, dass wir zu Gott seine Familie gehören, dass wir Gott seine Kinder sind. Aber er sagt, das sehen wir nicht all. So schön, als wir uns handgeben zu Gott und wir annehmen als sein persönlicher Heiland, dann gehören wir all zu Gott seine Familie. Und das ist ein sehr schöner Trost zu weiten und zu hören, besonders dort zu lesen von Gott sein Wort. Viele Menschen, die zweifeln in das und sie können dort nicht leben. Aber das wird der Chef sagen, dort. Er sagt, liebe Freund, wir sind nun all Gott seine Kinder, sagt Vers 2. Aber das ist noch nicht für den Tag gekommen, was wir nachher sein wollen. Wir weiten über, wann er kommen wird, dann wollen wir so sein, als er ist. Und wir wollen arm so sein, als er ist. Und zu denken und so zu sein, als Jesus Christus ist. Als Jesus Christus ist von dort abgestoßen, dann wird sein Körper verherrlicht und dort wird kein mehr vergehen. Und wir wollen gleich so sein, wir wollen verherrlicht werden, wir wollen so sein, als er ist.
wir wollen nicht mal sterben und da wird keine Veränderung mehr passieren in uns Leben. Wir sind verherrlicht, das Hei ist verherrlicht mit einem neuen Körper. Wir wollen so sein als Hei ist und wir wollen arm sein, so sein als Hei ist. Von der und auch, wir können uns ein Bild merken, wo er muss sein und wo er auch loten, aber dann, wo wir am Angesicht sein. Das ist eine Freude, dort zu weiten, dort, wo wir haben kommen. Nu, von der und auch, lebe ich hier noch auf dieser Welt, aber diese Welt ist nicht ans Haus. Diese Welt gehört uns nicht. Wir gehen hier bloß durch. Wir gehen durch diese Welt und das ist nur von einer kurzen Zeit. Und wie hier in viel Treist wird aus der Schrift, besonders ich dachte an, wo wenn wir in dieser Welt leben, wo wir durch diese Welt gehen, wir gehen durch verschiedene Probleme und Troubles. Und Jesus wusste das auch, dass als er hier verloren hat, er wusste, dass wir wollen Trouble haben und uns würde an fehlen, an Gott fehlen. Und Johannes Kapitel 17, da lese ich, wo Jesus für uns beten hat, für sie beten hat. Für die, was am angehören haben. Johannes 17, Vers 15 sagt, ich frage nicht dafür, dass du an aus dieser Welt nehmen sollst, aber dass du an für ein Beisen bewahren sollst. Weil ihr an das zu denken, dass Jesus damals zu der Zeit auch beten hat, zu Gott, zu seinem Vater, dass er soll uns beschützen. Er fürchtet, dass er uns aus dieser Welt rausnehmen. Er weiß, dass wir wollen in dieser Welt bleiben und er wird hier wegfahren, aber der Sünde, die wollen hier bleiben und die wollen durch schwere Tiden gehen. So er fürchtet Gott. Er betet zu Gott, zu seinem Vater, dass er beschützt an von den Beisen. Und wir können auch erfahren, viele Tiden, ich habe sein, wo der Feind schaffen, der mangt der Sünde besonders. Und dass wir Jesus haben, wird der beten der für uns. Das ist ein sehr guter Trost. Er wird zu tun für die Sünde. Und er wisst, dass er hat selbst erfahren hat und gemerkt, hier jeden, wo der Feind schaffen, der je in Arm sogar. Und dass er das selber wird tun zu der Sünde. Und das ist gut zu hören und zu weiten, dass Jesus selbst beten hat für uns und das von der und da heute noch immer. Er sagt zu Gott, sie sind nicht von dieser Welt. Wir sollen aus auch nicht von dieser Welt sein. Vers 16, in Johannes 17, Vers 16. Er sagt, dass wir hier gleich nur diese Welt. Wenn wir hier auf dieser Welt sind, aber wir hier nicht tüß. So ist er hier auch nicht tüß hier in Deutschland. Und ich glaube, das soll in jeder Christ Mut merken. Das soll uns Mut geben. Wenn wir auch zu Gott seine Familie gehören, aber wir sind hier noch einmal ab Erden, wo wir durch Tiden gehen, wo der Feind probt, uns zu verstehen und zu verleiden und auch mutig zu merken. So wir brauchen Gott seine Hilfe, dass wir mutig bleiben und arbeiten hier in auf dem Platz, wo er uns auf angestellt hier ab Erden, solange wir hier ab Erden leben. Paulus sagt in 2. Korinther 4, Vers 16, sagt hey, deswegen waren wir nicht mutlos. Und er redet hier von, wenn wir hier ab Erden sind, uns Körper verjährt. Wir waren krank zu Tiden, wir waren schwacher, uns Körper verjährt und wir waren jetzt mal mutlos. Aber Paulus sagt, wenn wir Jesus Christus haben, sagt hey, deswegen waren wir nicht mutlos. Wenn uns Körper auch langsam verfällt, innerlichen Mensch waren wir alle Tag nie. So er sagt, wenn wir den Heiligen Geist in uns haben, der wird uns jeden Tag ernähren, erfrischen, eine frische Kraft geben, neue Kraft geben, dass wir können wieder wandern, dass wir hier ab Erden ihr stark sind. Und so soll wir auch gesagt, das soll uns immer Mut geben und Kraft geben, zu weiten. Dass das Körper hier ab Erden, der verjährt, das ist so. Aber wir wollen noch mal einen anderen Körper haben. Das gibt uns große Hoffnung. Und wir haben diese Hoffnung. Das ist eine Zeit, wo da was kommt, wo wir wollen durch sind hier ab Erden, wo wir einen neuen Körper kriegen. Und das ist eine Freude, die wir haben. Und das ist, wo wir noch trachten tun. Ich glaube, jeder einer soll da noch trachten, sich ein Ziel setzen, darauf, dass wir kommen am Ende von dem Leben. Und dann haben wir eine Zeit, wo wir für ewig wollen leben und wir wollen einen neuen Körper haben. Und das soll uns einen Trost geben und soll uns froh machen. En tracht wie naar dort, zoals Paulus ook zei in 2. Korinther 4, Vers 18, hij zegt, wie trachten niet naar dort, wat te zijn is. Dat is dat van der dag, wo wir nu kijken, dan wo wir sind. Hij zegt, wir trachten nicht naar dort, wat te zijn is, aber naar dort, wat nicht te zijn is.
Wils wat te zijn is, als voor deze tijd. Wat aber nicht zu sein ist, als für ewig. Wat je dat wat wir ramans haben, wo wir nur kijken doen, einige Zeit merken wir uns, dass hier vielleicht ganz tief sind, wir leben, das wird für ewig sein, das wird für immer sein, aber das sind die Dinge, die wir von der und Tag sein. Wo er sagt, das ist für diese Zeit, das wird vergehen. Was wir nicht sein tun, wo wir abhupen tun, dort ist für ewig. Dort, wo wir nur trachten tun und wir nur lernen tun. Ich wird wirklich gesegnet, viele sind auch, als wir einen Gastredner hier hatten. Rick Grubbs hat ein Beispiel gebraucht, er hat einen Strang. Und dann auf irgendeinem Strang hat er ein kartingse schwarze Tape angetaped. Und das hat er verglichen mit der Ewigkeit. Er sagt, das kleine engste schwarze Tape, von der wir hier nicht wären, er sagt, das ist ans Leben von der und Tag. Und das verglichen mit der Ewigkeit. Und dann hat er einen langen Strang hier über die hier fern abgelegt. Und er sagt, das ist die Ewigkeit. Wenn wir kicken down, mit einem langen Strang kicken down, das wieder Ewigkeit. Und das kleine schwarze, das ist, wo wir von der und Tag sind, wo wir leben down. Das ist, wo wir uns reinmerken down. Und reinmerken für die Ewigkeit. Und das ist wirklich so, wenn wir an die Ewigkeit denken, das ist für immer. Das ist für immer. Aber unsere Zeit hier auf Erden, das ist für eine kurze Zeit. Für kleine Ängste. Und die Zeit haben wir, wo wir uns reinmerken. Reinmerken für den Herrn, sein Barakum, wo wir uns zufrieden tun. Das ist ich dachte, das wird ein sehr gutes Beispiel. Ich hatte Gott immer gedacht, das wird ein sehr feines Gleichnis, was er brauchen wird. Da haben wir uns die Augen aufmerken, wo wir sind, wo wir stehen von der und Tag hier auf Erden. Und wo uns Leben ist, wo kalt das wirklich ist. Und hier steht Johannes 3, Vers 3, da sagt er, in jeder, der seine Hoffnung auf Christus sagt, wird sich reinigen, so als er auch rein ist. Und das Zeit, was wir hier sehen, wir wollen uns reinigen und wir wollen uns reitmerken. Für Jesus Christus sein Barakum, dass wir reit sind, dass wir uns am können begegnen. Und besonders, dass wir können seine Familie gehören. Das ist die Ursache, wo wir uns reitmerken tun. Und zu weiten, dass wir wollen uns nicht anschmieren. Wenn wir unsere Hoffnung auf dort sagen, was das kommen wird, dass wir zu seiner Familie wollen, gehören und all sind, wir wollen uns nicht anschmieren. Römer 10, Vers 11 sagt, der Schrift sagt, wer immer und arm gelebt, wird nicht der Schanden worden. Also der wird sich nicht anschmieren, der wird nicht der Schanden worden. Das ist ein guter Trost zu haben, zu weiten, was der Schrift sagt, dass das Wort hat. Und wir weiten so eine Menschen, die hier so leben, als wenn sie hier für ewig, für immer hier auf Erden wollen bleiben, die wollen sich anschmieren. Da wird eine Zeit kommen, da wollen es sein, dass die wollen sich anschmieren. Das ist eine karte Zeit, und dann kommt die Ewigkeit. So eine Menschen, die da hier leben, die mutwillig in Sünden leben, die würde ich mir wehren zu sein, die sind noch nicht von nie geboren. Weil ein Christ, ein wahrer Christ, der Gott seine Familie gehört, der hat ein anderes Verlangen. Der hat nie ein Verlangen. Der hat ein Verlangen, Gott zu ehren, in Arm zu loben und für Arm zu leben. Der hat kein Verlangen mehr, in den Sünden zu leben. Ich glaube, wir als Christen, wir tun zu Tiden, wir fallen einmal, aber dann haben wir an der Arm kommen, ans himmlische Futter kommen, und er verjagt uns, was für Sünden man wieder taub stehen tun, und uns Fleisch Hand geben zu Arm. Aber wenn wir mutwillig in Sünden leben, dann würde ich also sagen, dass ich würde mir wehren zu sein, der Jan, der ist nicht von nie geboren. Weil Vers 4 sagt, wer sündigt, der hat Recht. Will sündigen ist, sich verschulden, in Gott seine Geboten. Dann verschulden wir uns in seine Geboten, in Jesus seinen Willen. Und deswegen ist es nötig, dass jede Person hat Ursache, sich recht zu merken, sich zu reinigen. Weil es die Zeit wird kommen, wo wir wollen da sein hier auf Erden, dann ist die Ewigkeit. Und das ist jeder einer hat Ursache, sich recht zu merken und sich zu bekehren und Jesus Christus annehmen. Römer 3, Vers 53 sagt, das ist kein Unterschied. Alle Menschen haben gesündigt und kommt durch dort kart, was er bei Gott sein soll. Also das ist ein wer. Jeder einer hat sich verschuldigt, der hat Ursache, sich zu reinigen, sich umzukehren. Wir haben alle gesündigt in sein Kart gefallen und dort, wo wir sollen sein. Und mit dort haben wir uns den Tod verdient. Dort ist, wo wir uns den Tod verdient haben.
uns für ewig geschät sein von Gott. Das ist eine ernste Sache, dort zu weiten. Römer 6, Vers 3, finde ich, sagt der Lohn, den der Sinn tut, ist der Tod. Also, wir haben es versündigt und wir haben es den Tod verdient. Dort ist der Lohn darauf. Aber das gute Hoffnung, das sagt Gott, schenkt das ewige Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Ich habe hier hören, wo das sagen, dass wir haben uns alle den Tod verdient, mit unseren Sünden, mit uns Leben, was wir gelebt haben. Dann sagt er, Gott schenkt das ewige Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Er will nicht den Tod des Sünders. Er will haben, dass alle sollen zur Erkenntnis kommen von der Erlösung, sagt die Schrift. Deswegen kommen wir in Namen den Lohn, was wir uns verdient haben, was der Tod wir ab sich, dass wir können Rat werden. Wahrscheinlich ist das nicht, das zu weiten. In Vers 5 sagt, je weiten, dass Christus gekommen ist, die Sünden wegzunehmen. In Arm ist keine Sünde. Und so zu werden, als Jesus ist, damit wir uns reinigen und amtieren von uns Leben, was wir bis heute gelebt haben. Damit wir so leben, als er ist. In Arm ist keine Sünde. Wie man arm loten unsere Sünden wegnehmen, dass wir gereinigt werden von Arm. Und ich würde sagen, wenn wir uns Christen nahen, dann wollen wir nicht mehr in Sünden leben, mutwillige Sünden. Das wird der nächste Fall sein, dass wer mit Christus verbunden ist, wird nicht in Sünden leben. Wer in Sünden lebt, hat am nicht seinen, und nicht gekannt. Du kannst hören. Der hat am nicht gesehen, der hat die Erfahrung nicht gemerkt mit ihm, dass sich handgegeben hat und sich bekehrt hat. Das sagt, der kann am nicht. So eine Person, die hat am wirklich noch nicht kennengelernt. Oder noch nicht willens gewesen, sich Hand zu geben und Leid sein von seinem alten Leben. Da sind viele Menschen, wo davon hören, dass die nennen sich Christen, die sagen, sie sind Christen. Und wenn dann gefragt wird, wann sich bekehrt haben, wann sie ihr Leben angefangen haben, ihr neues Leben, dann sagen sie, sie sind ja noch einmal Christen gewesen, sie sind ja doch nur da in der Familie geboren. Und dort merkt dann American Christians leben sie. Und das ist nicht, was da passieren wird. Und das schon zu sein, so sind viele Menschen auf der Welt. Viele Menschen, die haben nicht die Klarheit, sich zu bekehren, zu Jesus oder zu Gott seine Familie zu gehören. Sie glauben, dass sie gehören zu einer christlichen Familie, und dort merkt Amerik auch Christians. Und das ist nicht, was das erschaffen ist, das ist nicht, was das tut. Wir können uns nur Christen nennen, wenn wir von Nien geboren sind. Dann gehören wir zu Gott seine Familie. Und das wird, wo Jesus Christus gekommen wird, hier bei uns zu raten, uns das nie Leben zu geben, dass wir eine andere Familie gehören, als die hier bei Erden. Ich weiß, hier bei Erden, da haben wir alle Nomen. Wir können uns unterscheiden mit verschiedenen Nomen, die wir haben, da wir uns kennenlernen. Wir haben alle verschiedene, oder wenigstens viele verschiedene Hernomen und Vernomen, und das dort lieber uns kennen. Aber in Gott seine Familie, da wo wir alle Brüder und Schwestern sind. Hast du mal übergedacht? Die Schrift sagt sogar, dass wir wollen einen neuen Namen kriegen. Da sind wir alle Geschwister im Herrn. Und Gott will in jedem einraten, er will in jedem ein zu seiner Familie bringen. Das sagt in Lukas 19, Vers 10, willst du Menschen sehen, als sie kommen, die zu segnen und selig zu merken, die verloren sind. Das ist, was sein Plan wird. Er will die segnen und selig merken, die verloren sind. Und wir werden alle verloren. Jeder einer wird verloren. Wir werden alle verlorene Sünder. Und er sagt sich da, das zu raten und selig zu merken. Und dort wir stehen und dort wir auch. In jedem ein. Wir werden diese Weg im Begrafnis, wo wir werden, und da können wir sein, wie viel trührende Menschen da leiden. Weil sie haben nicht wirklich in der Wirklichkeit der Hoffnung, was sie glauben, denn was sie sollen haben.
Und wenn wir hier auf Erden wirklich Jesus Christus angenommen haben als uns persönlicher Heiland, dann ist das Begräbnis gleich ein trüger Denk. Das ist ein Denk, wo wir alle mal durchgehen. Gott hat das so erschaffen, dass jeder einer sterben wird hier auf Erden. Er hat das bestimmt, dass wir sterben wollen. Der Tiet hat er gesagt, wann wir wollen sterben. Und das ist gleich das Wichtige. Das ist, wo Gott das erschaffen hat. Aber wo wir sterben dann, das ist, was das Wichtigste ist. Zu weiten, als wir zu Gott seine Familie gehören dann. Und auch viele Menschen, die wehren sich dort zu sein sogar. Die wehren sich dort zu sein, dass sie Christen sind, oder dass sie weiten, dass sie selig sein. Aber die Schrift sagt, dass auf vielen Städten, der das ganz klar ausleitet, dass wir können dort weiten, dass wir selig werden, dass wir können dort weiten, dass wir zu Gott seine Familie gehören dann. Und dort ist eine Freude, dort zu weiten. Deswegen ist es nötig. Ich weiß, ich habe mein Vater gesagt, wir sollen uns so kennenlernen, einer den anderen, dass wir wissen, wo in jeder einer wir, wann der sterben wird, dass der wir kann sein, entweder der ist verloren, der ist ein Sünder, der hat Jesus Christus nicht angenommen, oder der hat sich bekehrt. Dass wir wollen die Menschen so gut kennen, down als dort. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Familien, und jedem einen so gut kennen, dass wir von näher weiten, wo der ist, wann der von der sterben wird, als der wird im Himmel kommen oder für ewig in der Hölle sein. Das sind bloß zwei Städte. Wir sind entweder in Gott seine Familie angenommen, oder wir sind die Familie hier auf Erden, die für ewig verloren gehen. Wo Gott ist es nicht zu weiten, dass wir selig sein, dass wir zu Gott seine Familie gehören. Jesus kam, um die Verlorenen zu segnen, um selig zu machen. In Johannes 1, Vers 11 sagt er, er kam nur dort Sinje, nur der Sinjefall kam er. Aber der Sinje nahm ihm nicht ab. Der nahm ihm gleich ab. Er wird für dich gekommen. Aber vielmal in Johannes lese ich von, als er sagen, dass wir hier werden, für was er gekommen wird, und dass er da wird, was der Sünden vergeben wird und können, dann brauchen sie am zu steinigen, für was er sich braucht zu meinen zu sein. Und wenn er sagen, dass er wird Gott sehen, dann mir auch ein sehr da, da wir unser Reich Steine abzuheben und am zu steinigen. Und das können nicht annehmen und vertrauen, und sie nahmen ihm nicht ab. Aber Gott ist es nicht, für die, was am abnehmen tun, das ist Johannes 1, Vers 12 sein, das ich euer lesen werde, über all die am abnehmen. In und seinen Namen glauben, gleich der Macht, Gott seine Kinder zu werden. Diese Macht zu haben, das ist nur durch Jesus Christus. Er hat uns die Macht gegeben. Wie haben die Macht gleich? Wie uns selbst, wie haben keine Macht? Das sind dann, wofür gute Dinge wir tun, wofür Dinge wir tun in der Gemeinde, was wir tun, wann wir das mit unserer eine Kraft tun und unsere Macht, das ist alles vergebens. Nur durch Arm habe ich das Macht. Und jedem ein ist das Macht gegeben worden. Was sich Jesus Christus annimmt, das ist persönlicher Heiland. Den gibt er die Macht, Gott seine Kinder zu werden. Das ist ein guter Trost, das zu weiten. Mit uns selbst habe ich keine Hoffnung. Wir haben keine Hoffnung mit uns selbst. Und mit unserer Hoffnung gerat zu werden, wo wir uns anschmieren. Mit dort, wo wir uns anschmieren. Römer 8, Vers 25 sagt Paulus, in einer Hoffnung wird wir gerat. Aber eine Hoffnung, die einer sein kann, ist keine Hoffnung. Warum soll einer ab Wort hoffen, dass einer sieht? Weil so eine Hoffnung ist das, dass wir sein tun, dass ich all sagen, die Dinge, was wir tun. Und wie kann das sein, wo Menschen schaffen tun und was sie tun in der Gemeinde, und wenn wir auf die Hoffnung kicken tun, wo wir nicht gerat werden. Und das ist nicht eine Hoffnung, was wir können haben, wo wir uns verloren sollen, dass wir können selig werden. Aber wir haben eine Hoffnung. Hebräer 6, Vers 19 sagt, diese Hoffnung haben wir aus einem festen, sicheren Anker, von der Hoffnung, wo er von reden wird, was er ist. Da haben wir aus einem sicheren Anker. Stehst du auf diesen Anker? Wo ist er wie? Das ist meine Frau. Steh wir auf diesen festen Anker. Die Hoffnung haben wir zu haben. Für unsere Seele. In der Zeit wird hängen den Verhang im bannigsten Heiligtum im himmlischen Tempel. Dessen festen Anker zu haben, durch haben wir uns Vertrauen auf Satan.
Und das soll in jeder einem eine Freude geben, eine große Freude geben, das ist eine Hoffnung zu haben. Und dadurch geraten zu werden, durch uns Herr Jesus Christus. Und diese Hoffnung, wo wir hiervon reden, das ist nicht so eine Hoffnung, wo wir einmal von Menschen von reden. Die werden sich nicht zu sein, dass sie kann weiten, dass sie kann seilig werden. Die reden von der Hoffnung, was der Schrift von lesen, der zu sein. Du sagst, redet von, wie kann man bloß hoffen, dass wir kann seilig werden. Das kann wir bloß abhopen, nicht ganz abvertrauen. Und dort ist nicht so eine Hoffnung, wo wir von reden, das hier. Diese Hoffnung, das ist eine Versicherung für uns. Epheser 1, Vers 13 sagt er, und so wird das auch mit Jünd, die jede Wahrheit gehört haben, wodurch sie gerat worden in einen Arm geleibten. Dann versiegelt Gott Jünd mit den Heiligen Geist. Die heutige Übersetzung sagt, dann versiegelt Gott Jünd mit den Heiligen Geist. Das ist eine Sicherung. Das ist ein Ziel, was er uns gegeben hat, dass wir versichert sind durch ihn. Nur durch ihn haben wir diese Hoffnung und diese Versicherung in Jesus Christus, um in seine Familie zu sein und zu gehören. Und zu weiten, dass du ist ein Platz reingemerkt für die und für mich im Himmel. Und all die, was von ihnen geboren sind, die haben einen Platz im Himmel. Und dort ist eine Sicherung, die wir haben, nur Gott sein Wort noch. Und wo jeder einer sich soll freuen und sich verreimerken. Dann wird jeder einer sich freuen, ob Jesus sein Wahrer kommt. Bitte wir dort haben, freuen wir uns gleich. Ich schaue mal mit einem Mondhaupt. Und wenn einmal wir von dieser Sache reden, die von Jesus sein Wahrer kommt, dann grüßt er sich. Er sagt, gleich gleich von dort her reden. Weil er nicht näher wissen, wo er steht, wie Gott. Und er hat auch zu hauen, wir können das gleich weiten, dort wo sich entwiesen und wir schwören, dass da kommen und Jesus wird kommen, versehen wir, ob wir wollen seilig sein oder nicht. Dann, wo wir das mal anwollen. Und er sagt, er grüßt sich dafür. Und weißt du was, Geschwister? Das soll wir uns von der Sache merken, wo wir wollen hinkommen, wo wir sind. Dass wir uns wollen sicher sein, wann Jesus Christus hat weiterkommen, dass wir wollen von da sein, was wir wollen mit dem Himmel angenommen worden, mit ihm. Und dann für ewig mit ihm zu leben. Paulus sagt in Epheser 2, Vers 19, sagt er, dann sei je nu nicht mehr fremde Wanderer, aber Mitbürger mit den Heiligen und Glieder in Gott seine Familie. Also er sagt hier, dann sei wir Mitglieder mit der Heiligen und Glieder in Gott seine Familie. Dann sei wir Citizens im Himmel. Ich dachte, als wir mal in Kanada kamen, dann mussten wir unsere Papiere merken, dass wir hier Kontus gehören, dass die in der Zeit wie wären, dass wir wirklich Canadiens wären. Aber als wir unsere Papiere haben, dann sehen sie nie hier Tüß. Das ist so gut, wenn die hier geboren sind. Die gehören zu dieser Familie hier in Kanada. Nun sind die Canadian Citizens. Das ist Christus von jenen Geburtsschein wiesen, der sagen, dass die sind hier geboren. Und so ist das im Himmel. Dann die hier wie zu Gott seine Familie. Wir sind Citizens im Himmel. Und dann zu weiten, dass wir so wollen, als Jesus Christus selbst ist. Er ist allmächtig. Er kann alles, er ist alle Wege, durch den Jesus. Aber wir wollen so sein, als er ist. Und dort ist eine Freiheit, dort zu weiten und dort zu lernen, so zu werden, als Jesus selbst ist. Dann ist meine Frau zu uns allen. Als wir lernen, dann Gott sein Wahrer kommen, und Jesus sein Wahrer kommen, lernen wir das noch? Und wenn wir dann freuen wir uns nur sein Wahrer kommen? Oder haben wir Angst? Haben wir Angst, zu begegnen, weil wir wissen noch nicht näher, wo wir stehen mit ihm? Wir grüßen uns für den Tag, von er wird Wahrer kommen. Wir hören das so viel, dass er wird Wahrer kommen, und die Zeit ist kalt, und das wird bald passieren. Freust du dir das auch? Lernst du das noch? Das ist, was jeder einer sich selbst kann antworten. Du nur, wo wir bei ihm stehen, wo wir eine Freiheit haben, und wir wollen uns freuen, nur die Zeit. Weil wenn wir zu ihm gehören, dann ist uns Bürgerreich im Himmel. Das ist Philippus 3, Vers 20, sagt er, uns Bürgerreich über uns im Himmel. Und wir lernen all nur, sagt er,
dat ons Heiland en Herr Jesus Christus van daar komen wordt. Dat is wat Paulus zei. Hij zei, zij luren al de Want Jesus Christus wordt waar komen. En hij wordt waar komen, dat weet we. Dat is geschreven en God kan niet liegen. God zijn woord is de waarheid. En hij zegt, hij wordt waar komen. En wenn wir uns nicht freien, dan ik wil iedereen opmunteren. Merk je eruit dat je ook de vrede ervaren kan, dat je kan leren nu aan en je vrijen dat houden. En ik geloof dat zullen ieder Christ zijn ganz grootste vrede zijn, te weten, tot te weten, wo we worden zijn, wanneer hij wordt waar komen, als hij ons wordt im Himmel nemen, als we worden geraad zijn. En die vrede zullen we hebben, dat zal onze ganz grootste vrede zijn. En ook te weten, besonders, te weten, als ons naam in het levensboek staat. Dat is wat ons wat seilig merken. Te weten, dat ons naam is ingeschreven in het levensboek. Als Jezus de 70 Stück uitschaken deed om mensen te heilen en recht te merken op den Weg, wo hij ook zelfs wil hangen, hij wil doorheen komen en ze zullen voorop gaan in den Weg rijmerken. Dus dat is wo hij wil hangen. En ze gingen in verschillende steden en heilen veel mensen. En dan op einmal dan komen ze terug en geven ze een report te Jezus wat ze begaan hadden hier geweest. Ze vreden zich, ze zeggen sogar de vriend die wieder an doen was. En daarbij ze gestern, die weer am doen geweest. En daar vreden ze zich toe, ze weer mutig met de kracht wat ze gehad hadden. Maar dan zegt Jezus, dat is niet wo de vrede zal zijn, bloß und dort. Hij zegt in Lukas kapitel 10, vers 20, zegt hij, doch jene vrede zal niet door even zijn, dat jene de gestern doen zijn. Vrede jene tot hou, dat je nomen im Himmel geschreven stonden. Dat is wat onze vrede zal zijn. Om dat te weten, als ons nomen in Himmel geschreven staat. Waar dat zeg je mij aan? Waar zeg je mij aan dat ons nomen door is? Ons onderzoeken, wo we staan, dat we kan die vrede hebben en leren met vrede, naar Jezus in waar komen. En dan te weten, dit te weten, dat hij ons heeft de macht gegeven, te zijn familie te hier. Dat zou mijn wunsch en gebed zijn, dat we deze vrede wirklich alle erfahren worden. Dat we ons niet brauchen gruwen voor zien waar komen. En jeder einer weet wo die staan dat weet maar du en God, wo die best bij Maar waar dat zeg je merken, van der is nach der dag, die Notenstag, wo wir uns kennen, der Entscheidung merken. Waar we nog beten. Grote himmlische Vater, wir danken dir, Herr, für diese Freude, die du uns im Wort gegeben hast, zu weten, als wir zu deiner Familie hier hören. Ich danke dir, Gott, dass du uns hast, der Kraft gegeben, der Macht gegeben, zu deinen Kindern zu hören. Gott, dass du hast gemerkt für uns. Du bist gekommen, uns seilig zu merken. Du hast den Weg gemerkt für uns. Du hast die Schuld betont, die wir uns hatten angegangen, den Tod, den wir uns verdient hatten. Den hast du ab dir genommen. Dankeschön dafür, Herr, und nur durch dort können wir seilig werden, durch den Sehen, sein Blut, am Unternehmen als uns persönlicher Heiland. Gott, ich bete hier, wenn hier von der Samaris 1, 2 ist, wir sind nicht freien, der zu den Wahrheit kommen, dass du die wirst klar offenbaren zu den Janien, zu wiesen, woher ist und auch am Wiesen ganz klar aus dem Wort, dass du ist ein Weg, wo wir können diese Friede erfahren, dass wir können auch zu deiner Familie gehören. Dankeschön, Gott, für diese Friede. Und ich bete, dass du wirst in jedem ein Wort nur sein von der Samaris sein, wo der steht. Und wenn er nicht abrichtig bei dir steht, dass wir dann von der Wurden satteln mit dir, zu weten, wo wir hinkommen dann, wann die Wahrheit kommt, und dass wir können wirklich uns vertrauen und unsere Hoffnung auf die Seiten und lernen, dass die Wahrheit kommen und dass wir uns dort freuen. In den Namen beten wir das mit Danksagung. Amen.